Wënscher Plateau wo d'Eimesbach an Tritterbach fléisst ass d'Fondatioun am Besitz vun engen 30 Hektar Land wat als Naturschutzgebiet Eimesbach ausgezeechent ass. Nief der Cornelismillen bild d'Eimesbach ze Summe mat der Leeresmillen dat gréissten ze summenhängend Gebiet vun der Stiftung. Highlighte vun diesem Gebiet sinn op denen zwe gréissten Akeren, die all Obstsorten bungerten, die man Form vun engem Agroforst ugelöscht hun, die großflächig Heckestrukturen, Bret Heckestreifen als Erosion an als Wandschutz, plus daneben den Eskapper den Eislegtrail, die queech durch Gebiet geht. Es war nëmme méiglech, den UKF ze machen mat der Unterstützung vom Umweltfonds an mat ege Moiern, die mat de moment kruten durch eng Donatioun zu Form vun Testament vun engem vun de Pioneier vum Biogemäisbau. Op de Fläche vun der Eimesbach, die Deel vum Natura 2000 Schutzgebiet ass, huet e vun Ufang un mat Biobetrieber ze Summe geschafft, an nodeemst du noch 2014 die éicht Urbsbeem op de Fläche vun der Eimesbach gesat goufen, huet sech de Projet vun enger agrarforstwirtschaftlicher Fläche weiterentwickelt. Bis haut konnten eso iwwer 100 traditionell Urbstsorten verdeelt op rund 230 Beem op de Nutzfläche vun der Eimesbach ugepflanzt ginn. Wir haben da zwei Aspekte, die aufwertend sind. Das eine ist der Erhalt von traditionellen Obstsorten, jetzt hier an dieser Stelle Pflaumensorten, das umfasst Mirabellen, Pflaumen, Zwetschgen und Renekloden. Im Nachbarfeld haben wir Süßkirschensorten angepflanzt. Das sind alte traditionelle Sorten, die wir auch hier oben im Ösling sehr oft gefunden haben, die es aber in keiner Baumschule mehr zu kaufen gibt. Und der zweite Aspekt ist natürlich der, dass wir hier versuchen, einen Agroforst zu etablieren. Das heißt, die Kombination zwischen Ackerbau und Forst- oder Gehölzwirtschaft, so wie das früher auch traditionell stellenweise der Fall war, dass wir eben neben dem Getreide- oder Futteranbau hier eben noch eine Kombination mit Obstbäumen haben. Durch die positiv Auswirkungen vun enger Agrarforstwirtschaft op dem Welt wie en erweiterte Lebensraum fir Deieren, d'Verringerung vun der Bodemerosion oder der Abwertung vom Landschaftsbild spielt es Nutzungsform vu landwirtschaftlichem Bodem eng bedeutend Rolle fir zukünftig Projekten hai am Land. De Projekt Eimesbach ist auch für die Zukunft wichtig und as quasi Vorreiter für ein Agroforstprojekt am Norden. Koppel Natura 2000 Group wird versichern, weiter so Projekte zu initiieren. Nieft weitere realisierte Maßnahmen wie d'Opsetze vu greifvolle Stangen oder Zusammenarbeit mit anderen Naturpartner op diese Flächen als de Projekt vom SK Barden Eislig Trail, die vu Kautebach Land Staselburger Lekaul bis op La Roche en Ardennes an der Belsch feiert, mat den ambitiöste Projekten, den durch de Kar vun de Fläche vun dem heitischen Naturschutzgebiet Eimesbach ëmgesat kon ginn. Wie die Fondation den Eislig Trail mat ausgeschafft huet, war es ein Hauptproblem, wo wir uns gedacht haben, wie kommen wir an den Park Naturel de Deux sucht, iwwer d'Wënscher Heichfläch. Dort hat sich super ergin, dass wir 2010 d'Offer Gelegenheit krute fir e Bauernhaft mat 30 Hektar Land opzekaufen. Dadurch den 30 Hektar Land konnte man so pedischer wie den heutigen ulehen, und wir kommen noch Qualitätswehen iwwer de Wënscher Plateau. Neben dem SK Barden Eislig Trail wär doch lo den Eislig Pad Asselburg quasi durch die zwei Agroforstakeren durchgoen an Asselburger Mille mat der Eimesbach Schiefergrof verbannen. Lernst die schöne Tröppelpiertei och hanmer still en ganz rich Panoen, die iwwer Gebiet informieren, iwwer Natura 2000 Gebiet, iwwer die verschiedenen Lebensräume.